miteinander. Es ist jetzt 5 ab 9 und wir sind jetzt gerade schon aufgestanden. Ich bin schon noch müde, aber ich bin bereit, um rauszugehen. Ich zeige euch jetzt noch, wie es aussieht. Und ich kann auch gut schlafen. Also. Dann sieht man sich dann später. Dann, wie gesagt, ich lege mich an und dann machen wir irgendetwas. Und ich nehme auch mit. Dann bis später. Also, ich habe mich jetzt fertig gemacht. Ich habe das hier angezogen, ich kenne es schon vom Tessin. Und die Hose von letztes Mal die blaue. Jetzt sieht sie gerade schwarz aus. Auf jeden Fall würde ich jetzt mich eigentlich vielleicht noch mehr bereit machen. Es ist jetzt 9:43 Uhr, ich habe Duschkanne. So. Und ich habe durch. Das so, das sieht ganz. Oh mein Gott, ich liebe es. Und daheim ist 3:43 und da ist 9:43, weil wir haben ja 6 Stunden Unterschied. Und ja, wir werden heute übergehen unter durch zu den ganz hohen Häusern. Und ich bin sehr aufgeregt, ich will da sehr viel filmen und auch fotografieren. Und die Fotos, die ich gemacht habe, die werden dann auch auf meinen anderen Account gehen. Und zwar live with Leonie _Fotografie. Da hier. Boah, man kann es nicht lesen. Das so. Und dann würde ich, wie gesagt, die Bilder aufladen, weil ich dort schon andere Bilder habe, die halt so halt einfach Natur und so sind. Und ja. Wie gesagt, ich kann so auf Insta gehen, aber ich kann nicht irgendwie aufposten oder so. Das ist halt richtig scheiße, denn wegen YouTube. Ich hätte es gerne in Dayvlogs reingebracht, aber China lässt das halt nicht zu. Oder einfach das WLAN. Und weil ich ja kein Unlimited habe auf der ganzen Welt, gut, das ist sehr schlecht. Und ich will halt auch nicht von meinem Großpapi das WLAN ausnutzen oder den Hotspot. Ja, auf jeden Fall ist es auch nicht wirklich tragisch. Auf jeden Fall würde ich jetzt noch irgendwas machen. Wir werden wahrscheinlich auch später dann noch zum Morgen essen. Das heisst, wir werden dann dort zusammen wieder noch hier ankommen. Und ja, ich glaube, ich bin eigentlich bereit genug. Kann ich was noch sagen? Es gibt eigentlich nichts Wichtiges mehr zu sagen. Und ja, dann sehen wir uns später. Ja, kann ich was machen. Aber bis später. Also wir haben jetzt so zum Morgen gegessen. Und ich muss dann nachher die Kamera aufladen, merke ich gerade. Schon wenn ich längere Filme mache, dann wird schnell der Akku leer. Es ist jetzt 10:19. Dann bis später. Also wir sind jetzt einmal anders und schauen nachher mal an. Oh mein Gott, das ist richtig groß. Wir werden jetzt noch ein bisschen rumlaufen. Ich filme sehr viel, fotografiere auch sehr viel und kann ich was noch machen. Also wir sind jetzt gerade auf dem Pearl Tower oben und die Aussicht ist extrem schön. Noch ein paar Bilder und Videos. Und es ist wie gesagt richtig schön. Und die Kirche ist auch schön. Ja. Auf jeden Fall werden wir nachher noch runtergehen in der anderen Stadt. Wir sind heute jetzt ganz oben. Und werden dort auch noch ein bisschen schauen und dann werden wir in die Stadt wieder reingehen. Und das, oh Gott, ja, dort ist unser Hotel. Leute, das ist so unangenehm. Es ist wirklich unangenehm. Oh mein Gott. Aber man weiß, es ist so einfach sozusagen abendgut. Und das ist wirklich richtig unangenehm. Also wir laufen jetzt so ein bisschen umeinander und vorher
Und wir dort oben waren, ist so eine Frau zu mir gekommen, oder so eine Perle wie mit einem Kind. Und sie hat gefragt, ob sie mit mir ein Bild machen kann. Das war ein bisschen komisch, aber ja. Und wir waren halt ganz dort oben. Und die Häuser oder die Wolkenkratzer sind so extrem hoch. Und auch die Farben sind mega schön. Also ich nie vergessen und ich habe extrem viele Bilder gemacht. Und ja. Auf jeden Fall laufen wir jetzt so drüber und werden dann aber so Fotos machen und schauen. Und werden auch noch andere Sachen besichtigen. Auf jeden Fall bis später. Also dass ihr es checkt, wir sind auf dem Shanghai Tower. Da rechts sieht man den Pearl Tower. Und das ist extrem hoch. Der Tower ist 623 Meter hoch. Und das ist extrem, finde ich. Und die Aussicht ist einfach brutal schön gewesen. Da ist jetzt wie so die Leute sind. Und ja, es ist einfach extrem schön gewesen. Auch einfach wie hoch das ist und wie lange man das zum Bauen hat. Das ist kein Deutsch gesagt, aber ihr wisst, was ich meine. Da nochmal der Pearl Tower, ja. Tschüssi, bis zum nächsten Clip. Also wir sind jetzt fertig mit dem. Ich habe hier eine Tasche. Und zwar hat es hier so Bus, also so Plüschtierchen. Und dann haben wir für mich eins, für die Lana eins und für die Mami eins. Ja. Letztlich geht es mir, oder sie gestern geht es mir eigentlich okay. Es ist halt immer noch das Gefühl, so, man ist mit einer Person ein Jahr zusammen gesehen. Und dann fahren wir nicht mehr, so okay, so, hä? Und ja, auf jeden Fall sind wir da ein bisschen umeinander. Wir sind auf dem da gesehen, auf dem großen da. Und ich glaube, das ist der zweithöchste vor allen hohen Türen. Da haben wir oben gesehen und haben auch so die Dämpfer angeschaut, wie wenn es harter Wind gibt oder wenn es einfach oder wenn es ein Erdbeben gibt, dass es dann halt trotzdem stabil wird oder ist. Und ja, also es ist jetzt 20 bis 23 Grad und die Farbe von diesen Häusern hier ist jetzt viel besser. Und ja, auf jeden Fall werden wir noch etwas machen, ich weiß noch nicht was. Mein Arm macht trotzdem wieder weh, aber den sehen wir später. Also hier sind wir unter einem Bund, also dort beim Fluss. Der riesige, den ich euch gefilmt habe, sind wir unten durchgefahren. Und das ist halt gerade unten durch unter dem Wasser. Und das haben sie so einen Tunnel gemacht, wo halt so richtig das schöne, wie soll ich sagen, Feeling ist mit den Farben und den Mustern und so. Ich bin... ja. Es ist brutal hier. Ich zeige euch jetzt. Alter, das ist brutal, wirklich. Also wir sind jetzt zurück daheim angekommen und ich habe einen riesen Sack. Da. Und das habe ich von der Marke Bershka. Und ja, jetzt werden wir nachher essen. Ich bin am Handy aufladen, weil mein Handy riesig wenig Akku hat. Und ja, ich bin extrem happy irgendwie. Keine Ahnung wieso, aber mir geht einfach extrem gut. Und ja, ich weiß nicht, was noch sagen. Ich muss einfach noch den Akku noch aufladen vom anderen von der Kamera. Weil die Kamera ist mir leider ausgegangen sozusagen. Jetzt hatte ich Batterie dabei gehabt. Und das, was ich gesehen habe wegen den Lichtern, oh mein Gott, das ist so schön gesehen. Und ja, auf jeden Fall sehen wir uns dann später. Also ich habe meine Haare gemacht, habe jetzt das T-Shirt angezogen und die Hose. In einem Restaurant, wo wir essen, ist der Boden so gemacht, dass man das langsam dreht. Das heisst, in einer Stunde hat man, also so eine Kuppel und dann dreht er halt so und alles ist voller Fenster. Das heisst, man kann rausschauen und hat also Aussicht betrachten. Auf jeden Fall gehen wir jetzt, ich bin, wie gesagt, bereit, Lederjacken anziehen und
ja, dann sehen wir sich später. Also wir sind zurück, ich habe Pyjama und ja. Ich sage euch jetzt gute Nacht. Dann sieht man sich dann morgen. Dann sehen wir sich dann beim nächsten Tag. Hey und guten Morgen miteinander. Ja, ich habe echt gut geschlafen. Aber einfach, dass ich auf einmal Brustschmerzen bekommen habe, richtig fest. Ich konnte nicht einschlafen und habe dann irgendwie probiert. Ich bin einfach gerade im Bett gelegen und bin dann auf einmal eingeschlafen. Krank. Auf jeden Fall tue ich es gut duschen. Ich mache jetzt auch Turner. Das muss ich dann schön finden. Aber ja, ich bin müde. Es ist jetzt 8:12. Ja, dankeschön. Und ja, wir werden jetzt dann ich werde jetzt wie gesagt duschen. Und ja, dann sehen wir uns später. Also wir haben bevor zum Morgenessen, jetzt haben wir noch gelernt, weil ich ja bald Test habe. Und wir werden heute so das alte Shanghai schauen. Anschauen. Es ist jetzt 11:37 Uhr. Bei mir daheim ist es erst 5:37 Uhr. Und ja, ich bin müde. Und ich habe halt immer noch die Schmerzen vom Bauchweh und ja, I don't know. 3 Stunden später. Also das ist noch ein Teil von alt Shanghai, aber es ist halt alles modern, sorry wegen dem Umgewackeln, wegen der Kamera. Aber ja, alle machen von dem Dinge Bild und ja. Also wir sind hier in Alt-China, sage ich jetzt einmal. Also es sind alles alte Tempel oder also Häuser. Und ich habe herausgefunden, sie sind hocken alle irgendwie in der rosa Hocke. Richtig komisch. Und es ist richtig schön hier. Ja. Ich werde ein paar Videos sehen und später. Also hier sind wir in den Tempel hineingegangen. Ja, ich kann es auf schnell machen, weil es sehr viel Material ist vom Tempel, das ich zeige. Aber manches hat eigentlich langsamer. Und ja, da sind wir halt auch da durchgelaufen, haben alles so besichtigt, was so alles geht. Es hat für den so rote Dinge gehabt. Ich weiß nicht ganz, für was das genau ist, aber der Tempel ist extrem schön gesehen. Und ja, es hat mehrere Tempel gehabt mit verschiedenen Göttern, sage ich jetzt einmal. Weil die glauben nicht nur an einen Gott. Und ja, das war eigentlich das gesehen. Also wir sind auch dann daheim gesehen und sie dann halt immer vor uns im Ausland ist so ein riesen Platz, wo halt auch der People's Square heisst. Und dort tun sie halt immer so tanzen. Ich habe auch mal mittanzt, aber ich glaube das Video habe ich nicht mehr oder doch, ich müsste schauen. Aber es ist richtig schön, auch die Musik. Ja, da sind wir später noch raufgegangen. Also da tanzen sie dann auch wieder und ich finde es einfach richtig entspannende Musik. Und ich möchte einfach mal hören. Ich finde die Musik ist extrem entspannt. Und ich mache auch so richtig schöne Übungen. Amigs ist es richtig langsam, aber amigs ist es auch richtig schnell, wie sie tanzen. Aber es ist halt extrem spannend, mal so eine andere Kultur von Tanzen mal anzuschauen. Also wir sind schon länger daheim und ich hatte richtig das geile Outfit an. Ich glaube, jeder kennt Billie Eilish. Und ja, Bershka hat ja eine Kooperation, sage ich jetzt mal, mit Billie Eilish gemacht und sie hat ein Outfit rausgebracht. Ich habe eins. Also, ist richtig geil. Da auch. Die Hose ist auch so. Und schaut mal, wie das glitzert. Oh mein Gott. Und auf jeden Fall habe ich mir das bekommen. Es ist eben so, dort wo ich wohne, also Basel, hat es eben in der Nähe keinen Bershka-Shop, sondern er ist irgendwie in Bern, Luzern und so. Und das ist so gesehen. Ich bin halt hier angekommen. Es ist so gesehen, wir sind halt
in dem Restaurant gewesen, wo halt dann auch gerade mein Ex halt auch Schluss gemacht hat. Und dann bin ich halt ein bisschen, ich bin halt schon traurig gewesen, aber also noch nicht wirklich Zeit gehabt. Und dann habe ich den Laden gesehen und ich hatte Freudensprünge gehabt. Ich habe es gerade so aufgestellt. Und ich habe wirklich Freudensprünge gehabt. Ich bin so aufgeregt, dass das geht. Und ja, ich finde das so geil. Mein Gott. Ich finde das extrem. Und wie gesagt, wir sind dann rausgegangen und ich habe den Laden gesehen, weil er in der Nähe nicht geht. Und dann sind wir reingegangen, irgendwie so viele Stunden bevor der Laden geschlossen hat. Habe es probiert, aber ja, hat ein paar Größen nicht gepasst. Und dann sind wir am nächsten Tag getan und dann habe ich mir das so geholt. Erst habe ich das weiße Modell. Sorry, dass ich das auch erzähle, aber ich habe einfach keine richtige Motivation. Erst habe ich diese Sachen probiert, also der Hoodie und die Hose. Aber dann habe ich mich zu dem Moment entschieden, weil es halt so richtig glitzert und es kommt halt wirklich darauf an, wenn man anschaut, auf welcher Perspektive oder respektive auf welcher Seite. Und ja, ich bin richtig happy. Und ja, wir haben auch noch anderes Zeug gekauft und zwar haben wir noch so Stäbchen gekauft, also die chinesischen Stäbchen zum Essen. Und ich finde die extrem schön. Also ich kann es jetzt aufmachen. Also in dieser Schachtel ist es drin und wenn ich es aufmache, hat man das so. Aber schaut mal, wie schön. Und ich denke auch so, was sind die Entchen? Die Entchen sind so zum Anstellen, das sind halt so Aufsätze, dass halt es nicht dreckig wird, irgendwie Stäbchen. Oder wenn es dreckig ist, dass der Tisch nicht dreckig wird oder das Set, wir weiß nicht. Ich würde jetzt noch irgendetwas machen, einfach am Handy sein und noch Nachrichten einfach so ein bisschen anschauen. Dann sind wir halt in einem bayerischen Biergarten essen. Also hier in China. Richtig komisch. Aber es ist halt, keine Ahnung, amigs fühle ich mich nicht in China, sondern im Europapark oder einfach in Basel. Und dann, wenn ich die Lichter sehe, erinnert mich das an das Herbstmesse. Das ist richtig komisch, das kann komisch einteilen. Dann sehen wir uns dann später. Dann mal werden wir wahrscheinlich weniger etwas essen, weil ich habe in letzter Zeit richtig eine komische Bauch. Ich glaube, es ist auch, weil ich gestresst bin durch die Sache. Und einfach generell. Ja. Auf jeden Fall machen wir vielleicht noch etwas, gehen vielleicht noch mal abends zu den Tänzern schauen. Und ja, dann bis später. 2000 Jahre später. Also wir sind vorher bei der Bar oben gesehen, haben etwas getrunken gehabt. Ich hatte einen Red Bull gehabt und ja. Und ich bin halt in diesem Outfit so voll so Penner-Style, sag ich jetzt mal. Und dann werden wir jetzt schlafen. Das heisst, wir werden uns morgen sehen. Morgen werden wir an eine Messe gehen. Und dann sieht man sich morgen.